impressive that you managed to survive this long. Und somit grüß dich zurück zu Generation Zero. Wie du hörst, es geht schon wieder rund. Das Buffet wurde eröffnet und wir werden uns jetzt einfach mal dahin zugesellen. Genau. Vorerst müssen wir aber eine Kleinigkeit vornehmen. Ich war zwischendrin, also ich habe ein bisschen gespült. Ja, wir brauchen unbedingt wieder was mit Kupfer. Jetzt schaue ich aber mal nur gerade, ob wir nicht in der Plündra was drinnen haben, was irgendwie mit Kupfer in Verbindung zu scheinen steht. Oder so, keine Ahnung. Warte mal kurz, wir dann die die zwei behalten wir uns. Bis siehst, ich habe da noch 97 von diesen Stücken hier. Und das werden wir dann später alles zerlegen. Wir werden einfach einmal schauen, was uns diese Runde jetzt bringen wird. Welche Waffen haben wir überhaupt eingesteckt? Die können wir da her tun. Wie du siehst, ich werde aber später hergehen, da nehme ich die mit. Vielleicht kriegen wir da bei der Gbist die Experimentelle, die würde mir nämlich sehr gut gefallen. Die zweite Pump-Action, die können wir später zerlegen. Und diese M10 brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ja, das werden wir dann schon sehen im Laufe der Zeit. Ich habe jetzt nicht vor, dass ich den Durchlauf schnell beenden werde. Dafür habe ich nämlich noch einiges vor. Warte mal kurz, jetzt tun wir die zwei weg. Da ist dann auf der 3, genau. Wieso? Warte mal, auf die 1. Dich. Warte mal, so wieder rausgehen. Warte mal, so. Ist da was herinnen? Nö. 1. 2. 4. 5. Oh, ich höre ein Handterchen. Schau nur grad. Da warst du. Da bist du. Da haben wir aber nur 28 Raketen. Ich schaue mal, vielleicht können wir uns noch welche herstellen. Also na, diese sind für den anderen Raketenwerfer. Nö. Da können wir dabei nichts machen. Ist egal. Da haben wir genug. Ja, ich hätte gesagt, wir belassen den Scheiß so und widmen uns nun anderen Herausforderungen, was in puncto Geschichte weitergeht. Kurzer Blick. Der Gebieter von Bo. Wir werden uns diesen Jungen schnappen. Was wenn es ums Thema Geschichte weitergeht, das wirst du im Laufe der Zeit eh noch sehen. Das habe ich zwar, glaube ich, eh schon irgendwann einmal erklärt. Ich habe da ein bisschen eine andere Vorgehensweise momentan. So, jetzt schauen wir mal. Was ist da los? Entschuldigung. Das müsste er sein. Ja, da ist er. So ein Prachtkerlchen. Kurzer Blick. Einmal kurz durchatmen. Es geht wieder los. Die Jagd nach den Robotern. Warte mal, da ist der Gebieter. Da bist du. Was steht denn da oben? Ich nehme mal an, dass da ein Lux ist. Genau. Da ist der nächste Hunter. Aber ich glaube, dass die eigentlich jetzt nur mit Lux beschäftigt sind. Wow. Also wenn ich das gewusst hätte,
hätte ich mir die Struktur vom Levelbaum schon länger, schon beim ersten Durchlauf genommen. Ich scheiß da mit dem Hacken dumm. Man jetzt nur in Kampf Level. Das ist ja bei weitem gescheiter. Ich meine, hast du das jetzt gesehen? Wir haben nicht einmal 10 Schuss gebraucht. Geil. Mein gut, das war jetzt auch nur Militärklasse. Was haben wir denn da alles? Experimentellen Helm. N9 Magazin brauchen wir nicht, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Stahl haben wir zum Schweinefüttern. Was ist denn da hinten? Nix. Dort hinten? Nix. Eins. Wo ist sein Maschinengewehr? Ja, du kleine Dorfnutten, du Schirke. Alter, ich konnte nur mehr mit der Waffe herumlaufen, die ist ja immens klein. Wir stehen unter Beschuss. So soll es sein, denn das ist das Spiel, es muss. 2. Erst wann die Lux nicht so verdammt schnell waren. Aber mir kommt es sowieso vor, ich meine, in der Zwischenzeit, zwischen den letzten Updates und diesem Recon-Update, mir kommt vor, sie haben es prinzipiell an der kompletten Balance geschraubt. Was mir auch vorkommt, ist, dass die Balance zwischen den sowjetischen und den schwedischen Maschinen wieder ein bisschen ausgeglichener ist. Weil zu Beginn hast du geglaubt, die schwedischen Maschinen seien ja nur mehr Kanonenfutter. So. Oh. So, Tank, wo bist du? Hallo. Nehmen wir zur Vorsicht mit. Okay. Ah, da hinten liegt was, schau. Da mach mal zu. Braucht man nicht. Wir werden die Adrenalinspritzen später auf Himfiel benötigen. So. Na, liegt sie sehr gut. Mitten im Weg. Ich hoff's. Falls du das erste Mal siehst, das Debakel da, auf die ganzen Sammelgegenstände verzichte und auch auf die ganzen Pläne. Ich habe eigentlich nur mehr einen einzigen Plan oder zwei, die ich mir holen will, und das war's dann eigentlich.
Weil wie du gesehen hast, an diesem Meister oder an diesem Rivalen, wir sind eigentlich ganz gut unterwegs. Militärklasse, na warum nicht? Drecksau. Ah Gott! Ich muss aber und ehrlich gesagt gestehen, ich komme ein bisschen drüber vor mit der Waffe. Na gut, später in Himfjell werden wir sie brauchen. Und wie du siehst, die Tanks sind bei Weitem agiler wie früher. Ja, ganz eine neue Taktik, hä? Wow. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, dieses Agilere, was die Tanks jetzt drauf haben, das gefällt mir bei Weitem besser wie früher. Wow. Wow. Also in einer Sache ist das Spiel ein Wahnsinn. Vom Sounddesign her ist das Spiel echt genial. Trotz meiner Kritik, was ich an den ganzen Verteidigungsbasen da von den FNIX habe. Was noch ein Tank, den holen wir uns auch, hä? Wo ist er denn jetzt? Da hinten, schau. Ey, Waffen ist so geil. Heute Falten ist der geil. Und weil ich mir jetzt nicht verschaut habe, ist da hinten irgendwo ein Harvester. Militärklasse. Dann holen wir uns auch gleich. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob ich mich nochmal mit dem Reaper anlegen soll. Mit dem neuen Levelbaum werde ich das sicher mal machen, beziehungsweise mit der neuen Auslegung. So, wo ist er jetzt? Da. Wow. Es schallt durch Nacht und ja, irgendwie halt. Es ist mir egal. Darum wird es auch zur Qual. So, jetzt ein Raketenwerfer. Bleib stehen, Süßer. Danke. Schwein.
mal kurz. Ich heil mich später. Jetzt gehen wir. Also jetzt gehen wir an den Rest, mir ist langweilig. Danke. Der Raketenwerfer jetzt herunten. Ja. Was haben wir da? Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Ich kann mich noch ans erste Mal erinnern, wo ich das FNX Rising Update gespielt habe, wo du die Geschichte rund um Ankale und die Veronika mitverfolgst, wo du ja dann auf dem Antagonisten des Spiels ein zweites Mal triffst. Das wirst du aber dann alles noch sehen, solltest du das Spiel nicht kennen. Beziehungsweise die Geschichte. Die Waffen ist ein Hammer. Bleib stehen, Süßer. Danke. Du Zaug. Das macht so Laune. Du bist, was? Wenn ich das früher gewusst hätte, dass ich auf den Kampf gehen muss, hätte ich mir Stunden an Ärger der Sport. Okay, jetzt ist das Maschinengewehr herunten. Danke. Komm her. El Toro! Jawohl, der böse Stier kommt in die Arena. Komm her, du Zeck. Ja, hast den geistrigen Tag nochmal durch den Kopf gelassen, hä, du Würstel. Mein Partner mit der stählernen kalten Schnauze. Geil. So, was hast du alles? Stufe 1, geht Arsch. Das braucht man, das braucht man, das braucht man. Irgendwo. Das können wir zerlegen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das können wir auch zerlegen. War voll geil. Kurzer Blick. Gott sei Dank haben wir keinen Fertigkeitenpunkt. Das werden wir alles noch fertig machen. Und auf was ich mich dann spezialisiere, weiß ich nicht. Wenn die Vorhutspezialisierung aktiv ist, wird dein Schadenswiderstand um 25% erhöht. Aber das können wir eigentlich machen. Genau. Das machen wir fertig, was uns da noch fehlt. Und dann spezialisieren wir uns... Ja, das werden wir dann sehen. Da ist was. Ach so eine depperte Drohne. Interessiert ja keinen. Was ist da hinten? Ah, ist das nicht die Industrieraumrade? Ja, sicher. Bingo. Ich höre ganz schwere Schritte. FNIX
und Apokalypse. Ui, das wäre jetzt eigentlich... Das wäre jetzt eigentlich als krönender Abschluss für diese Ausgabe, wäre das ja eigentlich der geilste Abschluss, oder? Was hältst du davon? Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, Apokalypse-Klasse, die macht Spaß, die macht wirklich Spaß. Irgendwas sieht uns da. Die zwei Kollegen. Wenn wir das jetzt auch gehen, wie viel sind's denn? Mal ausfinden, wie viel Hunter. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Hund, 5 Hunter, ein Hund. Der Apokalypse Harvester und der FNIX Harvester. Darf ich was verraten? Das wäre eigentlich immens geiler Loot, gell? 5. Ich habe eine Idee. Wir werden sie in die Industrieraumrade locken. Genau. Wir werden schauen, dass wir die zwei Harvester herlocken. Ich hab zwar noch absolut keine Ahnung wie. Zuerst die zwei Harvester, zuerst die Hunter, beziehungsweise ein Hund. Werden jetzt da ein Eck vorbereiten. Es kann uns nämlich passieren, dass die Hunter plötzlich in der Halle stehen, genau. Da machen wir zu. Na, der Ort gefällt mir nicht für Gefecht. Ich glaube, da können wir uns ja frei bewegen. Okay. Warte mal. Mehr wie schief geht kann's nicht und mehr wie mein PC zerreißen kann's auch nicht. Haben die Jungs da irgendwie eine Möglichkeit reinzukommen? Sie müssten rein theoretisch da durch das Tor. Einmal, zweimal. Wir werden das anders machen. Wir werden das Tor schließen und das aufmachen. Wir locken es über das Tor ein. Hä? Aha. Ja, auch gut. Ich hoffe, das funktioniert. Wir müssen die Harvest auf jeden Fall da einlocken. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal.
Aber dann nehmen wir die Container. Ah, danke, Spiel. Da werden wir. Na, wir belassen die 3 auch da. Okay, jetzt suchen wir unsere Position. Ich habe auch schon eine Idee. Ich weiß gar nicht, wie weit geht denn eigentlich, wie weit funktionieren eigentlich die Raketen von die Harvester? Das können wir mal ausprobieren, das weiß ich gar nicht mehr. Na, wir werden uns da Deckung basteln. Die 2 Container nehmen wir mit. Ich habe es so mit die Faseln, habe ich es so noch nie gemacht. Also, verzeih mir bitte, wenn das jetzt eher sehr noobig daherkommt, wie man heutzutage so schön sagt. Mal ein bisschen eine Deckung bauen, weißt. Sehr gut. Okay. Alle Waffen nachladen. Passt. Gepanzert. Panzerbrechend. Vogeldunst ist aktiviert. Die ist voll. Und mein Alkoholspiegel steigt auch. Das ist sehr fein. Gut. Wen lockt man denn zuerst an? Oh, da ist sogar FNIX Hunter dabei. Das wird interessant. Ah. Stolz auf Holz, ha? Wen attackieren wir denn zuerst? Mach mal. Boah. Bist du deppert? Na, da kenne ich. Also wir werden ein paar Probleme kriegen, glaube ich. Okay. Dieser Versuch ging etwaig rasant in die Hose. Sag einmal, wo haben wir jetzt da den Raketenwerfer? Oder werden wir improvisieren müssen? Hilft ja nichts. Super, ich hab den Raketenwerfer nicht mehr. Warum? Bur, du bist der Trottel. Da hören wir da genug. Den nehmen wir auch noch mit. Wurscht. Wir sind jetzt zwar voll wie die Buchsen, aber ist ja scheißegal. Ja, wenn das Taktikspiel schon nicht funktioniert, dann müssen wir uns auf eine andere Strategie konzentrieren. Jene, die daraus besteht, lauf um dein Leben, Schlampe. Genau. So. Du bist noch ganz. 1.
4. 5. Kann nur sein, dass wir jetzt alle 72 Raketen verschießen. Mhm. Scheißen! Ah, leck mich in den Arsch. Also nein, am Arsch leck ich das sicher nicht. Warum nicht? Mal zu brockig. Im Geschmack. Ah, zu brockig im Abgang und zu brockig im Abgang und zu nussig im Geschmack. So. Drecksau. Tja. Ob wir da ein kleines Problem haben, ha? Machen wir kurz. Tschüss! Hallöchen! Du kleine Arschpfeifen! Was ist eigentlich eine Arschpfeife? Ich hasse Flammenwerfer in Videospielen. Das ist eine KI, mit der ist so geil fighten. Au! So. 5. Warte mal, ich habe eine Idee. Super toll, Kenny, wirklich. Du bist der beste Generation Zero Spieler. Wow. Warte mal kurz, haben wir da nicht? Nein, da haben wir nur die normalen Granaten. Tja, wie machen wir das jetzt da? Super toll. Alter, mit den Granatwerfer musst du damit treffen. Dankeschön. Leck mich doch am Arsch. So. Bevor wir jetzt da. Okay, ich höre einen Hunter. Wo bist du, mein Freund?
Okay. Dieses war der erste Streich, der zweite folgt zugleich. Erst mit der KI, es ist so, man kennt ja mit der Zeit ein bisschen die Taktik, was sie haben. Ne? Aber ich mag einfach, dass die KI nicht aufgibt. Tungsten, sehr geil. Brauchen wir nicht, das brauchen wir. Das brauchen wir. N9. Ja, das können wir später zerlegen. So. Und jetzt schauen wir uns mal noch die großen an. Dich habe ich auch schon durchsucht. Okay, wir gehen nun an die großen. Warte mal, was hast du? Da liegt auch noch was. Ah, Hundi. Na, komm her. Dich haben wir noch nicht durchsucht, gell? Nein. Brauchen wir nix. Nö. Okay. Nächste Runde. Jetzt einfach immer auf gut Glück. Wow. Nur gut, dass wir da in der Umgebung ein Dings haben, einen Unterschlupf. Mir macht das gerade richtig Laune, ehrlich. Merkt man wahrscheinlich überhaupt nicht, gell? Drecksau. Was wäre jetzt ein bisschen meine andere Taktik wählen? Steh auf, Mädel! Lieg nicht so brach und dumm. Da gibt's kein Männchen, was dich vögeln will. Und den Spruch hätte ich auch gebracht, wenn ich Mandel spül. Also, regt die an. Scheiße, das hat Tank auch noch. Macht euch auf ein langes Gefecht gefasst. Oder ist es nur wieder der Soundbug? Das kann auch sein. Weil ich spürt nämlich ein Soundbug, wo ein Tankgeräusch aufploppt. Ah, das ist der Soundbug. Sehr geil. Aber wo sind die Hundlinge jetzt?
Bin gerade ein bisschen verwirrt. So. Wo sind sie? Mir macht es gerade so richtig Laune, ehrlich. Sehr gut. Push. Da ist der Harvester. Den wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon unlocken. Da sind's, meine Jungs. Ja, passt schon. Du Anus. Au. Geschickt, dass du jetzt sein, ich setz die Gasmasken auf, ha? Hä? Wow. Oh Gott, Bur, denkt eine andere Taktik aus. Möller. Ja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mehr mit. Brauchen wir. Obwohl. So, Junge, jetzt nur mehr wir zwei. Da schaut's aus wie ein Schlachtfeld. Ja, den können wir zerlegen, den können wir mitnehmen und den können wir mitnehmen. Passt. Sexy Stahlarsch. Okay. Jetzt ist der Apokalypse Harvester dran. Es ist ein Soundbug, falls du fragst. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit.
Und sollte jetzt nicht alles mitgenommen haben, ist mir auch wurscht. Wir werden so viele Items mitnehmen, dass wir eh nicht mehr wissen, wohin damit. Und ich weiß auch zeitweise wirklich nicht mehr, wohin mit dem ganzen Scheiß. Okay, Junge. Ich meine, ein gigantisches Teil sind ja schon die Harvester, die Apokalypse-Klasse. Einmal. Wieso spinnt nicht das Spiel so? Oder spawnen wieder irgendwo die sowjetischen Maschinen, das kann natürlich auch sein. Alter, das kannst du dir nicht vorstellen, was das gerade für Performance ist. 3 Frames. Was hast du denn jetzt bitte? Wahnsinn, du. Das Spiel, da rappelt sich gerade selber nicht mehr, oder was? Alter Vater. Die Performance des Todes, ehrlich. Wahnsinn, du. Die Performance gerade ist auch die Hölle, ehrlich. Trautel, ich krieg Freezes, wieso? Naja. Du Dödel, mein Charakter ist heute schnell. Oh Gott, ich sag das. Das ist nicht mehr lustig. Wurscht, ich will den Harvester zwar trotzdem fertig machen. Hi Tank. Super toll. Es sind eh nur mehr die 2 und ich schieße permanent daneben.
kommt noch einer. Da muss irgendwo ein Köller sein, wo die alle daherkreien. Die kleinen Ticks, die apokalyptischen, die sind nicht zum Davonlaufen. Ich laufe eigentlich gerade davon. Na gut, dann passt der Vergleich hier passend. Was? Das braucht man nicht. So, du Harvester, du. Du Ausgeburt einer sizilianischen Dorfnutte. Geil. So. Danke Spiel für dein, naja, Mitwirken. Ja, 16 Titan, lass ihn mal rein, das lass mal rein. Das können wir nämlich schätzen legen, da gibt es wieder super gutes, ja eben, super gutes gibt's da dann wieder. Die Brille nehmen wir mit, den Zwirn nehmen wir mit, die Skaterschuhe nehmen wir mit, was geil sind. Nö. Wir werden das Ganze dafür heute beenden. Ich mag heute nicht mehr. Und beim nächsten Mal werden wir irgendwas machen. Genau. Da schaut's aus, ha? Ich werde ein bisschen zusammenrahmen. Ja, haben wir schon. Können da kurz durchschauen. Ob es vielleicht irgendwas Nützliches noch gibt. Was ist da? Nix. Nix. Hüp, hüp, hüp. Hat's da nicht anzuschissen? Nö. Also dann. Ja genau. Du hast jetzt genau gehört. Sehr geil. Das nächste Mal werden wir irgendwas machen, dann werden wir uns auch was überlegen, was wir zerlegen werden und hin und her und tralala. Ja, ich glaube, wir haben da alles durchgeschaut. Ah! Darfst der Tanksches Gefurze auch noch anhören? So im Vorbeigehen. Und beim nächsten Mal, ja wie ich schon gesagt habe, werden wir irgendwas machen. Was uns gerade einfällt. Bis zum nächsten Mal. Baba!